You party people. Brat für bisschen Menstruation. Also, nachdem wir schon an einer von den früheren Folgen über Menstruation geschwärzt haben, nämlich ja relativ allgemein über das Thema, widmen wir uns heute unterschiedlichen Produkten. Für das Blut abzufangen. Das Blut. Yeah. Datei aus Maybe Sex. Mam Kelly, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoche über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also, ich war am Synchronschwammen und du warst, wo ich jung war. Und du war immer mega Thema, zumindest ein Mädchen, das immer alle gute Freunde mit mir als Regel schon hatte, weil hat wir 13 Jahre alt hat sie dann nicht und sie müsste aber loskommen. Und ein Kehr hat er diesen Antusch seine Regel und das ist so mega losgeschwommen und dann als Trainerin war immer so, mich wird schwimmst du so los? Und das war, ja, pardon, mich, dass die echt Kehr, wo ich einen Tampon und das war sie so, gut. Seriös, es gibt Schlimmeres, so Schwamm. Nee, hat er mega riesen Pferde benutzt. Mir hat noch falsch benutzt. Und ich gehe auch falsch benutzt, weil ich finde mich so mega los gut. Ich habe mega weh. Ja. Und hat halt natürlich auch dasselbe Problem beim Schwammen. Und ich habe gedacht, weil ich in dem Moment nicht wusste, dass das einer Lascher wäre. Und ich gedacht, vielleicht von ich Toilette gehen und ich pisse. Und da weh ich ein bisschen ab und dann geht er mir mal. Mama kann er. Hat aber nicht geholfen. Okay, hier ist ein ersten Trick. Drücke mich weiter ab. Ja. Warte mich her und das wird man erwähnen. Wenn er noch auffängt, ist es hier rauszurutschen, dann, nee, war nicht. Genau. Du gehst noch nicht mehr spüren, das. Mir wenn es wirklich, also über länger Zeit, Peng hast, dann gebe den Doktor einen Schwarzboden drüber. Yes. Das ist nicht normal. Eine Anekdote ist, war mega peinlich bei uns immer, wenn du den Regel hast. Wir am besten gewesen, wenn du einfach nicht hast, mit einem Tampon bei dir haben, weil bei uns so kann was jetzt, gell? Okay, wo ich am Lycée nämlich war, sind die Jungen immer bei uns in den Rucksack gegangen und wenn sie dann einen Tampon fand und ein Kehr, also bei einem Mädchen einen Tampon im Rucksack fand und dann haben sie dem mit Wasser vollgesaugt und in eine Tafel gehangen. Das war wirklich mega peinlich. Ja, aber es gibt noch immer ein Stigma. Also ich gehe auch nicht, wenn ich in zwei bei einem öffentlichen Platz bin oder im Restaurant oder immer einfach mal einen Tampon als Menge Puscheln und dann mit dem auf die Toilette gehen. Ja. So, das ist noch immer so etwas, was sich verstopft nimmt. Das ist mega krass, geil, was wir eigentlich erfahren, dass wir dann, dann ist ein lange Pullover holen oder so und da geht dem mal so an den Ärmel rausgestochen oder du musst Poschmott holen. Oder du musst Poschmott, mit der das dann auch schon, das schon hinweist, ja, das wird wahrscheinlich den Regel, weil geht man mit der Posch auf die Toilette oder ja, du sagst dann Leute dann kurz so, du über das Poschbecken und dann sehe ich so ein Taschentäschchen. Ja. Also das ist wirklich mega so verstopft. Ja, das ist furchtbar. Also sogar Leute, die open darüber schwatzen, so, geben auch weil und nicht bei ihren Freundinnen so einfach mal so ein Tampon holen. Nee. So, ich gehe mal mein Tampon wissen auf die Toilette. Ja. Nee. Oder wenn es dir vergisst und du musst dich frohen, ob du einen Tampon holst. Wenn man so eine Fernung hat, kannst du es lösen machen. Ja. Ich finde, dass die Jungen nicht mitkriegen, ja, Männer. Wahnsinn. Ja. Mir ist gerade auch noch eine Anekdote gefallen, wie du das gezählt hast, nämlich dass lang eher für dich ein Tampon benutzt haben oder meine Regel für dich hat, wo den aber auf der Tele immer die Reklame gesehen. Ja. Wo dann irgendeine blaue Flüssigkeit am Spiel war, aber das war vor allem bei Binden. Ich fand nicht richtig klar, was die so durchstellen. Es war immer klar, okay, das ist ein Gegenstand, den eine Flüssigkeit absaugt. Bei Tampon war doch oft so, dass den an so auf die Handflasche gelöscht ging und dann das Tand zugemacht ging. Und das war lange Zeit, weil ich gedacht habe, dem ein Tampon möchte. Ich wusste nicht viel was, aber das war dann eine Reklame gewesen. Wir müssen auf den Hand und dann müssen die Hand zu. Und ja. Dann ist noch irgendwie eine blaue Flüssigkeit am Spiel. Ja, und dann noch, was die Reklame allgemein machen, das immer gesagt, mega diskret, ultra diskret, gut verstopft, bla bla bla. Just weil das ist dann noch ein Kehr für auf den Punkt zu bringen, dass kein anderer soll Macht kriegen, wenn das gerade lebt. Ja. Und es ist just Blut am Endeffekt. Boah, mal ein bisschen Nachstecker dran. Ein bisschen Schleim heute, dann enger E-Zahl, ja, bon.
Nee, was ist das schon? Ne? Ja. Nicht mehr eklig, wie wenn ich auf die Toilette gehe. Es gibt eine Artistin, die just mit ihrem Mädchen ein Menstruationsblut malt. Ja, es gibt Leute, die cool Sachen mit. Mit das ist noch immer etwas mega Provokatives. So. Auch Frauen, die sich fotografieren lassen mit Blut in ihrer Box. Da so schon noch her von einer Frau, die Marathon gelaufen ist, ohne einen Tampon anzuholen. Und das hat auch für mega Skandal gesorgt. Ja, das ist auch noch immer im 21. Jahrhundert so. Das ist auch ein Schatterdanke gesehen, da hat ein Mann ein Video auf YouTube gesagt, ich bin mega schockiert gewesen, weil hier gerade Footage gesehen hat, also ein Video gesehen hat von Christina Aguilera, wie ihm Blutbein raufgelaufen und so, weil der einen Schip und dann war wirklich mega krass und mega geschämt so im Internet, also Wahnsinn. Oder wisst ihr, oder wenn ein Fragen Schipun nur dann gesagt in just einen Streckel von einem Tampon raushängen oder so, ist das mega mega krass. Ja, auf hier wart so. Ja. Zumindest, wenn ihr bedankt, dass bald jeder immer deiner Vagina davon betroffen ist. Ganz genau, dass wir geschafft ist. Ja. Aber ich weiß auch für mich, obwohl meine Mama, wie ich klein war, mal erklärt hat, dass das irgendwann wird passieren, was das ist, was da geschieht. Weiß ich aber, dass, also ich war, wie ich am 6. Schule war, das echt in meiner Klasse, das ist ein Regel gut und ich habe mich mega geschummt für das irgendwann zu suchen. Und ich bin dann noch an der Zeit nicht mal schwimmen gegangen, wenn ich meine Regel hatte. Und ja, ich habe dann immer irgendeine Ausrede erfunden, oh, ich mein Bikini daheim vergessen oder was auch immer. Ich da wie zu suchen, wie war das wirklich nicht mal schwimmen gehen. Ja, mir das auch nach etwas zwar, also was noch dabei könnt, dass es ein unangenehm ist. Das meinst du auch etwas, wo ein einfach pro Jahr braucht, für sich richtig drin zu gewinnen, für sich anzupendeln, für zu wissen, wie man umgeht und so weiter. Also das aber Mensch auch normal, dass das so eine Lernphase braucht, bis das in sich total zu gewinnen. Und dann aber kann ich jeder überraschen, geht irgendwann einfach mega normal. Also, ja, wobei, also das Stigma bleibt, ne? Also. Das Stigma bleibt, ja, aber für, als Frau selber, für immer da umzugehen, geht nicht mehr so kompliziert wie, weißt du, weil auch Timen, wenn ich kann in den Tampon wechseln oder so, oder all die Sachen. Oder was kann ich sonst noch benutzen, aufgesehen von genau. Tampon. Ja. Ja. Gut, Stichwort. Ja. Was kannst du dann? Also ich habe mit Binden nur gefangen. Und das andere auch, weil meine Mama so, dass sie, wenn ich noch keinen penetrativen Sex hat, also sie hat nicht so formuliert, demonstriert, sie war einfach, wenn du noch keinen Sex hast, dann kannst du keinen Tampon benutzen, was nicht stimmt. Wie ich irgendwann rausgefunden und von dem Moment an habe ich Tampon benutzt, weil ich das als mehr angenehm empfunden, weil ich nicht gern hat zu spüren, wie Blut rausliegt, was beim Binden der Fall ist. Und ja, weil es bei 40 einfach ein bisschen wie wenn man ein Pampersohn hört, so ja, dem. also Zeit davon aufhängen. Ja, genau. Mit das schon mehr, ja, fällt man ab einfach, später doch einfach man, wenn ich einen Tampon hat. Ich meine, schon ziemlich frei gefangen, Tampon zu benutzen, mir ganz einfach wie ich gesagt, weil ich am Synchronschwimmen war. Und dazu dem Moment den einzigen Moja war, also das einzige Mittel, was ich benutzen konnte, war, mit dem ich noch kein Schwimmen gehen. Das ist einfach auch nicht mehr so. Nee. Es gibt ganz viele Sachen, wo ich nicht wusste, dass dagegen gehen. Erstens mal gibt es viele Sachen, die wiederverwendbar sind. Also all die Sachen, die man so schon kennen, wie Tampon und Binden, gibt es auch als wiederverwendbare Sachen, also aus Cutting gemacht, die ihn dann du nur einfach mal an die Waschmaschine geheuen kann. Was schon mal gut ist für den, weil dann auch was ich auch mega, also schon der zweite selber noch nicht benutzt, mir schon auch etwas, was wiederverwendbar ist. Und ich fand das schon lange dadurch praktisch, dass du nicht immer musst denken, merkst du nicht nur genug Sachen am Haus, falls ich eine Regel kriege. Ja. Das ist einfach etwas, was du waschst, sondern hörst. Ja. Ne? Mir das auch etwas, was mir, wo ich nicht mega froh drüber bin, einfach wie viel Tampons du benutzt am Laufe von deinem Leben oder auch das Leben lernen. Da ist einfach so viel Dreck, den du waschgehäust. Schon nirgendwo gelesen, dass Personen mit einer Vagina an ihrem Leben 17.000 Tampons benutzen, falls sie dann nicht mehr das benutzen. Ja. Und das ist verdammt viel. Zumal, weil das erstens mal immens viel Cutting und so, wenn du Waschgeld gibt. Und dann auch noch Verpackungen. Ne? Was dann noch das krass ist, das sind die Tampons mit Applikator, wo immer mit einem mega Plastikstrücks kommen, für das können du ranzuschieben. Ja. Und für was brauche ich das? Und überhaupt das auch just manchmal fängt Angst, deine eigene Kippe umzupacken. Also, ja, mit das aber auch, also ich fand praktisch auf einer öffentlichen Toilette, weil du einfach kein Blut und den Fanger kriegst. So. Das stimmt, okay. Wenn du nicht gerade willst, dann du nur Fangerin an der Toilette waschen. Du kannst auf Toilette mit dabei Wasser. Das ist nur mit Wasser. Ja, aber wir sind da mit Stecker dran. Was? Für kleine Callback.
sind aber noch überrascht. vom Toilettenwasser geschwert. Ja, wir sind da bestimmt noch überrascht drauf von der letzten Person, die das benutzt wird. Oh Mann, Das ist alles mega krass pessimistisch. geworden. Ja, ich bin Pessimist. Okay. Und dann heißt etwas, was ich nicht merken, dass du das schon hören hast. Das nehme ich mir Der mega Kapuzen. neu. Und das geht auch benutzt wie ein Tampon, aber das sind Naturschwamm. Doch, da tun ich auch Weißt du? gelesen. Das Ja. ist mega krass. Ja. Das ist einfach Naturschwamm. Also, der, was am Wasser lebt, was dann lebendig war, als Lodot und Röschen. Und das geht dann aber ungefischt oder so, geht das dann benutzt und du kannst dann Zahnseide rundherum strecken und da geht das Ganze benutzt wie ein Tampon. Und die kann ich dann auch immer ausschwenken, putzen und dann noch rein benutzen. Krass. Ja, das ist eine Krasse Kreativmethode. Ja, und das ist eben noch viel mehr natürlich und besser für die Umwelt. Das war lo neuerdings ganz viele Leute benutzen, da war die noch am Supermarché zu kaufen, kriegt am Gegensatz zu Naturschwamm aus dem Mundkorb. Kriegt ihr den am Supermarché? Ja, Ah, der gut. überall Der gut. mittlerweile. Moon Cup, Lady Cup, Diva Cup, lauter verschiedene Nebenhurden mit das einfach immer ein Silikon. Oder Menstruationstas. Menstruationstas, genau. Das ist ein Silikon wie ein Tas. Also gesagt, nicht aus wie ein Tas mit, das ist einfach, weil so ein Behälter ist Wie quasi. Wascher. Ja, Wascher. Und dann kleine Stillen drin. Und die fängt dann Blut einfach ab. Und dann braucht ihn dort nicht. Also das ist nicht, was das absaugt. Den muss ihn dann zusammen fallen, Ja. dann ja, Raschtierchen und die saugt sich dann in die Wand von. Ja, also das Da klingt war ja die mega fest. eklig, sagt schon mir, das einfach wann abgeht, Ja, und weil mir- da keine Luft mehr du hast, dann hast du Vakuum kreiert. Ich fand, und dann- klingt beruhigend, weil es Ja. einfach weiss, könnte nämlich jedes Mal raus. Ja, voilà, das ist wirklich mega cool, du wegen da. Also du hast da noch ein Risiko, dass das irgendwie drippst, wie zum Beispiel ein Tampon oder so. Und die kannst du viel mehr lang noch benutzen. Kannst du viel mehr lang benutzen. Also erstens, weil er mehr abfangen kann wie ein Tampon. Und zweitens, weil es mehr gesund Hygienisch ist. ist, ja. Mehr hygienisch ist. Ja, weil einfach Blut dem Moment an dem Behälter ist und nicht mehr irgendwie wieder am Kontakt ist mit dem Körper, wie Ja. das beim Tampon der Fall ist. Yes. Me, ich benutze, ich schon noch nie einen Mundkorb benutzt, was ich mal denke, da kann ich wahrscheinlich auch evitieren, wenn ich ein bisschen vorausplant, wenn ich bei einer öffentlichen Toilette ist. Weil es gibt ja aber relativ blutig so, also dass ja einfach Blut dann Becher, wenn ich ihn raus. Nicht unbedingt Nicht eben. unbedingt. Also, wenn du natürlich mega, mega voll ist, dann lebt quasi über. Und wenn du dann rauszieht, da kann es sein, dass es da auch über die Fanger lebt oder so. Aber meistens kann ich den rausholen, ohne dass du irgendeine Blut in irgendwas kannst. Und dann schüttet dann einfach in die Toilette und dann ist es fertig. Natürlich, wie es so viel so ist, wenn du dann draufstehst, dann hast du ja nur Blutempfänger. So, benutzt ein bisschen Toilette vorbei, dann ist es fertig. Aber was eben viele Leute vergessen ist, dadurch, dass du die kannst 12 Stunden lang dran lassen, hast du meistens Ma also ja, nicht nötig, ja. dass du zu einer öffentlichen Toilette gehst, weißt du. Und kann ich noch einfach, wenn ich das will, ein Flasch Wasser mit auf die Toilette holen Zum Beispiel, und ja. das dann drüber schütten, Ja. ein bisschen proper zu machen. Yes. Sing Hand an den Mundkorb. Genau. Also den ist eben, das kostet ein bisschen mehr, wie wenn ihr eine kleine Packung Tampon kauft. Das ist eine mehr große Ausgabe, ein Kehr, mehr, die Das ist kann eben ihn- noch just ein Keier dann. Das ist Ja. just ein Kehr, und den kannst du jahrelang. Also ich meine, die meisten drohen nun 2 bis 3 Jahre oder so, einfach wegen der Hygiene und so. Aber die kann ihn wirklich ganz, ganz, ganz lang benutzen. Natürlich das ist viel mehr billig am Endeffekt wie Tampon. Und das ist viel besser für die Umwelt. Und Kinder an 2 größten Hunscheren. Ja. Wie ist das dann zu erklären? Also es gibt, bei Diva Cup gibt es A und B, mir nicht, dass da wahrscheinlich zwei verschiedene Marken anders ist. Und die eine ist für, wenn ein unter 30 Jahre alt ist und noch keinen Kanner hat, und der andere ist für, wenn ein über 30 Jahre hat und oder Kanner hat. Ja, Voilà. der Zusammenhang ist nicht so auf Anhieb erschließbar. Also, das heißt einfach, dass wenn du 30 kriegst, dann geht der Körper ab. Ja, dann musst du einfach von So. einem Tag auf den anderen ein anderer Vagina und du musst einfach direkt den Tag drauf ein Genau. Gräst drüber kaufen. Wenn du danach gingst, die Klangen draufstehst und dann ging einfach rausgefallen. Das ist einfach alles anders. Also, wenn ihr noch nur vollziehen kann, dass wenn ihr bis Kanne hat, dass dann ganz einfach ein bisschen Chemie ausgeleiert ist und ein bisschen mehr groß ist.
Und dann hast natürlich nicht bei allen Frauen, nämlich kann sehen, dass es schon echt ist, wie das kann auch sehen, dass immer 30 noch nicht muss die Größe rumkommen. Am Durchschnitt ist echt das so, weil irgendwie meine Muskeln ein bisschen mehr lauber gehen oder so und das Ganze ist einfach ein bisschen, der Backe verändert sich hier auch und geht einfach ein bisschen mehr ausgeweitet und dann hat die besser Teil in die Mikros gekriegt, wie das mäßig schon drauf bleibt. Ja. Aber mir da auch nicht wieder gedurcht, das ist dann wirklich schon mega technisch, mehr. Wenn ich nicht will ausprobieren, ging ich ultra urode für Video darüber zu gucken, weil ich schon nämlich auch, das werden sie so zum Beispiel um Zierdel, wenn die Falle soll, für den dran zu stechen. Klingt sehr schön. Ranstechen. Auf anzufeiern. Also wenn die Falle soll, sie so dann irgendwie so an Halle fallen und so. Und das ist immer noch ziemlich groß am Vergleich zu einem Tampon. Aber gibt aber andere Techniken, die ihn online finden kann, wie in den wirklich viel besser fallen kann, für das ihn das besser benutzen kann. Also das ist ein mega Learning Curve. Muss ihn sich schon bewusst sein, dass er das pummeln muss üben. Und dann ist das, also du gehst nicht Trigger. Also es ist nicht mehr schwer rauszukriegen im Endeffekt wie ran? Also das ist eben so, du musst es schon auf die richtige Position kriegen, wenn es ein Rahmen ist. Auch für das die Suction, dass das die Saugeffekt richtig stattfindet. Und das ist einfach eine Sache von der Übung. Für raus, theoretisch, ist es mega einfach. Sie erklären auch, wie man das muss machen muss. Eins sind Leute die Panik, wenn sie nicht rauskriegen. Theoretisch, wenn es dann einfach dran ist, an denen sich so mit Blut voll saugt oder nee, saugt ja nicht füllt, ja. Dann sowieso geht der Ruf gedreckt von dem Gewicht. Das heißt, irgendwann, wenn ihn einfach keine Panik hat, da könnte vom selber raus. Ne? Ja, alles geht irgendwann vom Körper ausgeschehen. Yes. War nicht alles mehr, die meiste. Und dann gibt es aber auch etwas, das heißt ein Soft Cup oder ein Disc. Hast du das schon gesehen? Nee. Das ist ein Jolo eingelegt. Du hast eine Macht, die heißt Flex, die sind zwar dann auch just für E-Mails benutzen, aber die kann ich noch mehr lang halten, das ist wie auch 12 Stunden wie ein Diva Cup, aber das ist wie ein Rang und du hängst dann so wie ein Tut drin oder so, ganz klein. Und den Rang, den kann ich so ganz zusammendrücken, dass der ganz platt ist. Das ist ja nur mehr schmule wie ein Tampon. Und den dreht ihn dann ran bis bei den, wie sind da plötzlich bei euch? Cervix. Mit den dreht ihn auf jeden Fall mehr weiter ran, an den wird er so angeklemmt, an den das viel mehr heiß Uhren sitzt den, und das ist dafür auch etwas, was also direkt um Muttermund. Ja, und das kann ihn dafür auch benutzen, wenn er Sex hat. Weil das gut nicht am Weh steht. Ja. Mir das finde ich auch, gibt auch etwas, was nennt sich Soft-Tampon. Ah, ja. Ich weiß nicht genau, wie in der Plötzlich sieht, aber das kann ich anscheinend auch benutzen beim Sex. Naja, das ist ja schon mal der Gewicht. Ja. Und die heute gibt aber auch von einer Macht, die heißt Sigi Cup. Ich möchte dann von gar nicht so, geil. Wir müssen da so gekriegt. Aber du kannst eine machen, und das ist auch aus Silikon gemacht, wie die Moon Cups. Und die kann ich dann auch wieder verwenden. Fand ich gut. Aber was noch gibt, das weißt du aber auch, Menstruationsinnerwasch. Das ist auch etwas ziemlich Neues. Aber das ist dann einfach wie normal Innerwasch. Aber du hast dann wie die Binde irgendwie so einfach schon mal dran gebissen. Da kann ich ja nur einfach mal an die Waschmaschine gehen. Der cool. Auf die Leute, die sich freuen, wie wird denn Frau Slip einladen, wenn sie hier Regeln tut? Na ja, ganz einfach, weil tut den auch Ausfluss von Vaginalflüssigkeit, wenn ihn seine Regeln nicht tut. Und dann kann es ganz angenehm sein, wenn es nicht einfach an dünner Wasch schläft, mehr aufgefangen wird von einer Slip-Einlage oder eben einer genug Slip-Einlagen aus Stoff, die ihn einfach so das Slip kann befestigen und dann nur waschen kann. Viele Frauen haben gesagt, dass sie viel Männer weh haben, wenn sie Immuncup benutzen, wie sie zum Beispiel Tampon benutzen. Okay, krass. Interessant, ja. Aber Tampon können noch gefährlich gehen, wenn sie zu lange benutzt. Yes. Also ich meine, Meinungen gibt es also nicht, wie lange ein Tampon wirklich soll dran losen. Eine Richtlinie, die ich gelesen habe, wenn du in der Schnauze sitzt und ein ganz Licht rauskönnt, dann hast du nicht mal was voll. Okay. Aber insgesamt gibt eine maximal Stundenzahl von 8 Stunden rekommandiert. Gerade so. Und noch ein kleiner Tipp, wenn du Nates und kein Blut raus, dann hast du noch. Ja, wenn du Nates und dann nur ist ein Tampon und dann spuckst du, dann ist er war voll. Aber vielleicht doch nicht weit genug dran.
Mir, weil du schon gerade gesagt hast, dass ein Gesundheitsrisiken, du sie von denen zu lange benutzt, das ist TSS. Kannst du dazu noch mehr sagen? Aber das ist, was ich drüber so tun, TSS, ein Toxic Shock Syndrome. Das ist eine Reaktion, die ich kann machen. Das ist einfach von, also das kriegt ihr nicht notgedrungen durch einen Tampon, gell? Männer können das auch kriegen. Das ist einfach just von einer gewissen Zucht Bakterien an die Körper kommen und du hast dann eine Infektion davon. Und das ist mega krass, gell? Weil du kriegst das von einer Sekunde auf die andere, das ist wie wenn du einen Grippe hast, kriegst mega Kopfweh, mega Heißfieber, Durchfall, Bauchweh. Und du kriegst so einen Ausschlag über die ganze Kippe, wie wenn du Sonnenbrand hast oder so. Also das ist wirklich mega, mega heftig. Und dann muss ich direkt an die Klinik. Also es sind schon Leute, die sind schon darüber gestorben. Das ist wirklich lebensgefährlich. Weil du rezente Model, was Bein verloren hat, du wegen da, ne? Krass, okay. Also das ist wirklich mega, mega krass. Ja. Also dafür ist es wichtig, dass ihr wisst, dass ihr das kriegen kann. Und das können eben oft, wenn ihr den Tampon zu lang gegen dran lassen oder so, wenn Bakterien durch an den Körper kommen werden. Und dann auch, was in Tampon mehr absorbieren kann, was das Risiko mehr groß ist. Und ich meine, das hängt immer zusammen, das ist auch mega schwer, Informationen zu kriegen. Ich meine, schon dann kannst du gelesen, dass dann zum Beispiel, wenn du einen Tampon benutzt, den zu viel absorbieren kann, und du hast einfach mehr einen Lichtregel gerade, dann bleibt dir noch ein bisschen mehr hart, mehr rau. Und wenn du ihn dann rausziehst, dann kann es sein, dass du dich abkratzt oder so. Und dann haben Bakterien noch mehr Platz, für können ranzukommen. Was dazu muss gesagt gehen, ist ganz einfach, dass es ultra rar ist. Das heißt, das Wichtigste, dass ihr wisst, was das ist, das Wichtigste, dass ihr wisst, was Symptome sind, für das ihr direkt in die Klinik kann, falls das ist. Und dann soll noch direkt einen Tampon rausholen. Ja. Mehr brauche ich wirklich keine Panik deswegen zu machen, weil das ultra, ultra rar, dass ihr nicht kriegt. Ja. Mir gut Stichwort soll ich immer gucken, für Tampon zu benutzen, an der Größe, die da stärkt von der Blutung entsprechen und meistens, also bei mir zumindest so, fängt immer stark an und dann geht es nur von Tag zu Tag, man stark der Tisch, Größe von den Tampon geht dann mit Klang. Ja, also, genau. Oder kann in einer Sache benutzen und fängt dann einfach dann noch bemolonisch noch Binden zu benutzen. Ja, und so. Genau. Und dann eben, ja. Bei Mooncup, an Softcup, an den Sachen, hast die Probleme gut nicht. Ne? Ja. Dafür die sind dann dem Moment besser. Mehr, also muss auch nicht jeder immer etwas benutzen, was den Bonne benutzt. Ne? Das ist total okay, für just externe Produkte zu benutzen. Absolut. Ja. Mir dafür stellt froh, und was von anderen Leuten darüber stimmt, jetzt nicht jeder wollte. Viel Leute wissen, das Problem ist an. Bricht ein Tabu. Lauf mit den Tampon als Ohrring runter. Ja, man kannst damit. Ja, merci, dass du noch gelacht hast, Adi. Ciao. Merci, dass ihr darüber geschwärzt habt. Wir gehen auch schon von dem engen Tabuthema an das nächste, nämlich Analsex. Und dann noch an einem praktischen How-To. How-To. Eine Anweisung für den Gebrauch. Punkt Nummer 1. Was heißt Analsex? Analsex ist, wenn den Anus, also der Schlag, mit etwas stimuliert wird. Viele Leute meinen, du müssen direkt etwas rausstechen, also zum Beispiel ein Finger, ein Gegenstand oder ein Penis. Mehr oft fühlt es sich auch einfach gut an, wenn in der bausten Teil himmelt oder demassiert wird. Punkt Nummer 2. Analstimulation. Wenn in der Welle etwas an den Anus erfahren, sind 2 Sachen wichtig. Erstens, Gleitgel. Weil den Anus produziert, anders wie die Vagina, vom selben keine Flüssigkeit. Et dir wir noch auf keinen Fall Seife oder Creme am Platz Gleitgel benutzen. Das kann den empfindlichen Analkanal beschädigen. Zweitens ist wichtig, dass ihr Klang alles aufhängt. Also am besten mit einem kleinen Finger und dann mal gucken, wie sich das aufhält und auf welchen Moment das passt. Wenn einem das da gefällt, kann ihr dann Zeigefinger holen, übergehen auf 2 Fingern und so weiter. Denen enge Leute gehen Massage bausen, auf Fingern wannen durch. Andere Leute haben irgendwann Lust, Körperdeler oder Gegenstände anzufeiern. Das bringt uns zu Punkt Nummer 3, Analpenetration mit Gegenständen. Wenn ihr einen Gegenstand benutzen will, geht es noch eine weitere Sache, die wichtig ist. Sie müssen innen ein bisschen mehr breit sein, wie zum Beispiel einen sogenannten Analplug. Plug heißt auf Englisch so viel wie Stöpsel oder Stopp. Das beschreibt auch gut hier Form und Funktion. Die Membranbasis ist dafür da, dass Gegenstände nicht einfach so an den Hinnen herunterrutschen und verschwinden.
Auch Anal-Dildoen, die mir länglich geformt sind, haben innen eng mi bret Basis, die das verhindert. Plugs an Dildoen gehört auf vielen unterschiedliche Größen, Formen und Farben. Punkt Nummer 4. Analpenetration mit Körperdeler. Bei analer Penetration mit einem Penis, mehr auch mit einem Dildo, ist es wichtig, ein Kondom zu benutzen, für dass der Penis oder die Spielsache proper bleiben und so Infektionen vermeiden kann. Wenn ihr will oralen Analsex habt, also mit der Zunge am Mund, kann ihr ein Lacktuch benutzen. Auf Englisch heißen die Dental Dam. Das ist so klein duraus Latex, die ihr zum Beispiel am Sexshop oder online bestellen kann. Am Platz kann ihr aber auch einfach ein Kondom abschneiden. Für die Fangerin kann ihr auch gerne Handschuhe benutzen. Extra Handschuhe kann ihr auch am Internet bestellen, die kosten noch nicht so teuer. Hier ist es wichtig, darauf zu gucken, dass ihr wasserbasiertes Gleitmittel benutzt, das sich gut mit dem Latex von den Kondomen, Lacktische und Handschuhe verdreht. Punkt Nummer 5. Für was kann sich Analstimulation so gut fühlen? Die Wände vom Analkanal sind extrem sensibel, weil da viele Nerven an den zusammenkommen. Und auch den Angang vom Anus, also den Analrang, also ganz viele Nerven an den gehen. Und ein kleiner Bonus von Daylight, der ihr Penis, also auch ein Prostata haben. Weil Prostat leidet genau beim Anusangang und kann so durch Körperdeler oder Gegenstände stimuliert gehen. Punkt Nummer 6. Ist Analsex eklig? Das ist eine Frage, die nicht pauschal beantwortet werden. Ein Ekelgefühl ist von Person zu Person unterschiedlich. Natürlich ist es so, dass in unserer Gesellschaft nicht offen über Fäkalien und schon gar nicht über Analsex geschwärzt wird. Fäkalien gehen oft als eklig dargestellt, weil die natürlich ein bisschen hammen kann. Dafür sind zum Beispiel Kondome, Lacktische oder Handschuhe gut. Falls ihr sich nicht mit dem Gedanken wohlfühlt, gibt es auch sogenannte Analduschen. Die kann ihr für auch nicht so teuer an der Apotheke, online oder am Sexshop kaufen. Noch ein kleiner Rekapitulativ von unserem How-To. Analsex heißt wie gesagt nicht, dass irgendetwas direkt muss irgendwo gestacht gehen. Tauscht ihr Schlüsseln, aber nutzt dabei immer Gleitgel. Wenn ihr sich nicht mit einem Partner oder einer Partnerin traut, kann ihr auch mal allein gucken, was sich gut fühlt. Aber falls es sich nicht gut fühlt, dann soll ihr das auch nicht machen, auch wenn der Partner oder Partnerin das unbedingt will. Aber wenn der Lust tut, ihr runterzutasten, wisst ihr weh. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Dann schreibt uns auf sex@ara.lu. Er Frohe gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiven und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS gibt alle Responsabilität für den Inhalte von diesem Podcast auf.